schon an verschärfter Form de Problem, den noch der Adam beschrieben hat, wenn als 5. über dieses Sujet schwätzt, als schon bei alles gesucht, aber noch nicht verschiedene Rängen. Ich werde mich also ganz wesentlich Sachen just beschränken, die ich natürlich merci und der Rapporteur, den wie so DAX ein wunderbar Arbeit möchte. Die zweite Sache, also aber institutionell. Eng froh, die ich der Regierung will stellen, nämlich ich meine, Herr Fayot hat doch schon darüber angeschwärzt, wie soll institutionell die Archäologie hier in Zukunft organisiert gehen. Es ist so, dass die Services, die man im Blick haben, ganz modest sind. Es ist auch so, dass die Tatsache viele junge Leute davon aufhält, Archäologie zu studieren. Weil kein Debouchen zu Gesicht gehen. Wenn all paar Jahre in einem Platz freigeht, dass das natürlich nicht attraktiv ist, wie so einen Beruf zu ergreifen, wenn er nicht weiß, ob er in Zukunft hat oder nicht. Aber wenn dann ein Archäologe oder Spezialist gebraucht wird, dann muss man dann Heinz und Deutschland Leute gehen, weil wir da nicht genug haben. Wenn wir aber hier wesentlich Aufgaben dabei machen, an einem Volumen wird die Aufgabe ja wissen, wie die Services, da muss man auch hingehen und gucken, wie Personal decken und Möglichkeiten für so ein Service zu erheben. Die Möglichkeit für ein Institut, die Patrimoine kulturell zu machen, die als Haut nach ein nimmt gehen, die hätte viel, wenn er unabhängig geht und so weiter, all die Argumente, die schon annimmt gehen, ich will das noch nicht wiederholen. Das ein Zweitfroh neben der institutioneller Froh als die zweite natürlich stehende Prozeduren. CSV hat eine Motion erlöst, an der sie sieht als Zweitforderung, dass Prozeduren nicht sollen alourdisiert gehen, nicht sollen mich schwer gehen. Das ist inevitabel. Ich meine, wenn wir eine ganz Reihe Obligationen noch dabei kriegen am Bereich von Archäologie, dann gehen Prozeduren mehr schwer. Das Problem ist, sie dürfen Prozeduren nicht retardieren. Und ich meine, wenn ihr genug Leute hört, aber wenn ihr geschickt geht, an der Verwaltung für die Prozeduren direkt mit anzubauen, an einem freien Stadium, auf allen Niveaus, von der Landesplanung auf Gemengeniveau, dann muss es möglich sein, nicht als einer zusätzlicher wichtiger Aufgabe ein Retard entstehen zu lassen. Ich habe ganz viele Kommentare noch gemerkt, es wäre schon ganz viel Präventiv-Archäologie gemerkt und so weiter. Sicher, es sind Erfolge gehen, aber es geht nicht durch. Ich will als Beispiel vielleicht Glacis-Kapelle nennen. Ich weiß nicht, wie lange wir hier im Land wissen, dass die Glacis-Kapelle, also ich meine 200 Jahre wird man das wissen. Wie das ist dann noch gegrübt? Wir haben sie Luftfond, und das als Archäologie des Sauvetage, wo der Proche, am Platz, dass man fouillen, en amont von den Chantier gemerkt hätten, die Lotto gemerkt gesehen, das hat das mehr Zeit gegeben, hat auch kein Chantier retardiert, aber ich meine, das Beispiel mit der Glacis-Kapelle weiß das, wie viel Erfolge nachher an der Richtung muss gemerkt gehen. Es geht also hauptsächlich darum, kein zusätzliche Delayen entstehen zu lassen, an das als eine Anstrengung, was Personal angeht, eine Anstrengung, was Planung angeht, sowohl im nationalen wie im kommunalen Niveau. Auf jeden Fall, also da wird der Wert dazu machen, weil wenn ihr Sensibilisierung schwätzt, da muss ihn einfach eine Mentalität können erreichen bei allen Verantwortlichen, dass die Couvert von einem Heritage archäologique Segen als Fluch, weil auch auf Gemengeniveau kann ihn das valorisieren. Es kann die Attraktivität von einer Gemeng wesentlich verbessern. Es kann ihn das flott als Touristenattraktion machen, heute mit elektronischen Mitteln, die es früher nicht gesehen, wo man sich ewig vorstellen, was da wäre, wie flott das kann durchgestaltet gehen. Alles das sind technische Möglichkeiten, ein Investissement, weil Tourismus ist auch ein Revenu für einen Platz. Und ich meine, wenn die Archäologie auch an dem Geist gesagt, dann ist das eben echt ein Segen wie ein Fluch. Es geht darum, die Sitten zu valorisieren. Und es geht auch heute Entreprisen, heinst du auch Verantwortlichen auf Gemengeniveau, wo denen heiert, der den Leber weitergreift, wie sie gesehen wird, leid. Das muss die Sache sein, die der Vergangenheit ungeheuren, mussten einfach aus der Kappe rauskriegen und dann aber mit überzeugenden Argumenten, dass die Couvert von einer archäologischen, von einem Vestige, dass das, wie gesagt, etwas ganz Positives ist, und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn aber hier von Sensibilität geschwärzt wird von den Jungen, dann muss ich noch vielleicht kurz als Schulprogramme annehmen, müssen auch mal im Higoen an Heimatkunde machen, und noch am Unterricht, an der Schulen, an den Geschichtsprogrammen, auch schon am Niveau von der Primärschule, auch eine Chronologie durchkriegen. Es geht nicht durch thematisch Geschichte zu vermitteln, wenn ihr nicht weiß, wie
Dreien wie Sachen der Rheino kommen sind, Kelten, Trämer, weil wann in die Lützeburger Geschichte will verstehen, da geht das nicht ohne Chronologie. Und Museen kann auch encouragieren, die Visiten an den Museen zu machen, an die Sachen so zu entdecken, der Rheino zu entdecken, wie eben die Geschichte sie heinerbrucht tut. Und das ist auch bedauerlich an dem Zusammenhang, dass ganz viele von den Dekoverten hier am Ausland archäologisch, mir auch an unserer Kulturgeschichte, ich denke, da und verschiedene Handschriften von ihr danach oder so, dass da wichtige Sachen, die man hier am Land fand oder produziert haben am Kunstbereich, an ausländische Kollektionen leihen. Und es wäre ganz schön, wenn man nicht originaler wenigstens ganz gut Kopien immer hätten, wie dat man einen Gesamtüberblick von der Geschichte von unserem Land auch an unsere Kollektionen hier im Land könnten die Leute präsentieren. Dann muss ich noch einen Unterschied machen zwischen der Fouille de Sauvetage, die wir da hier ein paar annimmt hatten, an der präventiven Archäologie. Das ist nun einmal, wenn man etwas findet und sieht, hier geht Gröven, als das in der Zeitdruck, an einer ganz vielen anderen Kontranten, als das ganz ähnlich wie die Philosophie von der Konvention von La Valette, an der wir uns heute bewegen, wo sich Mittel an Zeit geht, wie wirklich das zu entdecken, was das Land alles so Reichtum hat, und das ganz viel. Das gesagt, wir unterstützen das Gesetz, und wir hoffen, dass wir uns auch dann die nötigen Mittel geben, für Dateien umzusetzen.